Wir bleiben der Meinung, dass den Staatsanwalten Ukleier soll auf einem anderen Niveau stehen wie der Magistrat. Sie sollten nicht an demselben Kurs sein und sie sollen sich nicht so zu Summe fanden, wie sie da Moment machen. Und ich meine, es gibt Beispiele, wie es ähnlich kann gehen, zum Beispiel an Deutschland. Und da will ich just 2 Sätze zitieren, das ist mal wie Juridik, weil auch an Deutschland diskutiert gehen, sollte Mist Staatsanwaltschaft nicht an die normale Magistratur integriert gehen. An dem er wieget gesot, die Funktionen der auch in ihren Ermittlungshandlungen ausführenden Staatsanwaltschaft müssen klar von der rechtsprechenden Gewalt getrennt bleiben. Eine saubere Trennung der Funktionen der ermittelnden Staatsanwaltschaft und der rechtsprechenden Gewalt und eine daraus abgeleitete Anerkennung einer quasi richterlichen Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft würde die staatsrechtliche Einordnung der Staatsanwalt im System der Gewaltenteilung ins Wanken bringen. Ich gehe nicht Schuss auf den Weg an den nächsten Jahren, überlege ich da, ob das nicht auch heute zu Lützeburg ganz genau der Fall ist. Ceci étant dit, als Kritik Conseil national de la Justice für allem zur Summesetzung. Und hier muss ich einfach nur da wie gucken von den Leuten, die damit befasst sind. Ich fange nur am Groupement des Magistrats, das ist etwas wie Gewerkschaft von den Richtern. An die so, il est tout aussi clair que la présence d'éléments extérieurs est voulue par d'aucuns comme frein à la revendication d'autonomie professionnelle de la magistrature, suspecte aux yeux du barreau, d'une partie des parlementaires et de l'exécutif. Sie ont une réticence quant à la présence d'avocats au sein du CNJ. Cet avocat pourrait très bien utiliser sa qualité de membre du CNJ pour exercer des pressions directes ou indirectes. Und ich meine, da mal den ersten Fanger auf Tonnen gelöst. Wie kennt ein Advokat an dem doten Gremium auch positiv formuliert, kennt nicht auch hier in der Druck an seiner Funktion als Advokat, den Justiziablen zu vertreten wird. Wie kennt den Lodo Magistrate kritisieren? Das ist einfach eine Häresie, auch nicht mehr dran zu denken, dass ein Advokat an so einem Gremium wie ein doten Kind sind. Schlimmer ist natürlich nach Martin 2 Personalität. Dans ce groupement des magistrats, en effet, la nomination de membres extérieurs non magistrats par une assemblée parlementaire peut comporter le risque d'une forme indirecte de politisation du Conseil national de la justice. Es gibt sogar so direkt. Und das ist ein Groupement des magistrats, die natürlich gesagt wird. Chambre des fonctionnaires. L'avocat siégeant au Conseil participera, par exemple, aux prises de décision en matière de nomination en Zweida à l'encontre de magistrats devant lesquels il plaidera aux tribunaux. Le fait pour un avocat d'avoir accès aux informations et dossiers de magistrats devant lesquels il plaide nuit évidemment à l'impartialité de la justice. Au vu de ces considérations, la Chambre réitère sa demande de supprimer le représentant de la profession d'avocat au Conseil national de la justice. Das wird Staatsbeamte kommen. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Nous nous opposons également, comme nous l'avons fait par le passé, à la désignation par la Chambre des députés de 2 personnalités extérieures, vehnt der crainte d'une ingérence politique dans les organes suprêmes de la magistrature. Dann habe ich den Avis vom Parquet General und Parquet des Tribunaux. Die sollen sich genau dasselbe, und sie gehen einen Schritt mehr weit. Sie contestieren l'appartenance von den Chefs de corps. Und so recht. En Belgique, l'appartenance au Conseil supérieur de la justice est incompatible avec l'exercice d'un mandat de chef de corps. Ein Chef de corps hat an dem Conseil nichts verloren, an Eisenach. Das könnte nach ein bisschen wie technischer Punkt. En das er plainte, irrecevable si elle est dirigée contre un magistrat du ministère public lorsque le parquet auquel il appartient demeure chargé de la procédure. En donc ganz richtig gesagt, en matière au fond, wese jo, dass die an der Jurisdiktion befasst, das mit beim Parquet. Ceci est moins évident pour les dossiers pénaux traités par les parquets. Qu'en est-il des classements sans suite, des dossiers qui sont classés au reproduire? En attendant de nouveaux éléments, de ceux qui ont fait l'objet d'un avertissement ou d'une tentative de médiation.
Et miss also so sinn, dat ich kann d'Allianze firbringen och in de Magistrat an engem Dossier, den nach en cours ass. Ich denke du ganz besonders un Juge d'Instruction. Wat menech gin die Juge d'Instruction, die net de Respekt huet, an net die Attitude huet, die ihr sollt hunn als onofhängschen Magistrat. Es all den Grund wird man den 23 net mat stimmen. De B stimme mat, mir auch do hun Problem. Und da das dat den Tribunal disziplinär an die Cour disziplinär an Audience publik statuieren. Und dat fand ich ganz schlimm. Allein de Fett, dat ir den Magistrat, wenn es dir länger fair poursuiviert gëtt, an dat gëtt publik, dat hält dem Dach immens viel von seiner Unabhängigkeit weg. Das setzt den Dach eine unmögliche Pression. Das setzt den eine unmögliche Pression. Es gibt absolut keine Ursache. Und auch wenn eigeninstanzlich verurteilt gehen. Wie steht den da an den Ehren von den Justiziablen? Wie steht den da an den Ehren von den Advokaten? Ist das richtig? Muss so etwas publik sein? Und überhaupt muss man es vorstellen, an unserer heutigen Zeit, mit der Publicité des Audiences. Früher war das vielleicht ganz gerechtfertigt, wo wir müssten Dank tun, dass Richterin, dass Richter für Sachen einen Teppich kehren oder so. Mir haut es das, am Zeiten vom Datenschutz, als es gerechtfertigt. Wir haben an der Konstitution angeschrieben, dir hat an der Konstitution angeschrieben, Präsumption d'innocence. Wo ist die dann? Wenn der Magistrat poursuiviert wird oder wenn der Magistrat eigeninstanzlich verurteilt wird, wenn es irgendetwas ist, und dann wird er freigesprochen. Seine Reputation ist zerstört. Und das ist etwas, was an dem Text nicht gefällt, aber trotzdem wird er Macht stimmen. So nicht mehr.